somit grüß dich zurück zu einer ganz neuen Aufnahme von Fallout 4. Wie du im Intro schon gesehen hast, heute ist der 10.01.23. Es ist jetzt da 21:50 Uhr und es gibt einiges zu berichten. Genau. Eins vorweg, ich habe jetzt seit knapp einigen Wochen und Monaten nichts mehr aufgenommen gehabt. Doch ein bisschen Generation Zero, aber Fallout 4 hatte ich genug auf Vorrat, auf Halde, und das habe ich jetzt da bis in den Jänner hinein halten können. Ja, wie du siehst, unser Charakter hat sich ein klein wenig verändert. Ich habe ihm jetzt da alles aufgeklatscht, was nur geht. Der kleine Teddybär mit der Zigarre im Mund ist noch immer dabei. Kurzer Blick. Nasen juckt, ich will mich halt sicher noch ärgern. Eins vorweg. Dies ist vorab einmal eine kleine Probe und Testaufnahme. Wir werden das Ganze so dann hochladen. Ich werde jetzt einmal ca. 30 Minuten mit dieser Aufnahme, und wenn die passt, werden wir ein bisschen länger machen. Ja, also 45 Minuten sollte dann eigentlich schön passen. Und was gibt es da zum Vermelden? Ja, da gibt es noch einiges. Ich hatte in der Zwischenzeit einige Probleme mit Fallout 4 und auch den Mods hin und her und bla bla bla. Ich wollte eigentlich etwas ganz anderes probieren. Das Ödland noch ein bisschen dreckiger machen. Das ging leider nicht. Nö. Ich hatte Probleme mit diesem Nvidia, mit der Nvidia GeForce Experience, oder wie das heißt. Da kannst du umstellen für die Pixel und hin und her. Das hat sich alles zusammen ein bisschen auf das Spiel ausgewirkt. Jetzt habe ich auch mit Bandicam herumgeschissen, wortwörtlich mit OBS habe ich herumgeschissen, bis ich dann einfach mal alles ausmachte. Genau, also die GeForce Experience, wo du das alles einstellen kannst, die ist jetzt komplett abgedreht. Das Spiel läuft jetzt da über die DVD. Und ja, das war's dann eigentlich eh schon. Also ich hatte ziemliche Scheißereien auch mit Fallout 4. Genau. Es läuft momentan. Es läuft. Und das ist nicht nur schlecht. Sagen wir es mal so. Die letzten zwei Einstiege, wo ich jetzt ein bisschen einmal rumgespielt habe mit den Scheiß, sollten gut hingekommen sein. Eins vorweg. Einige Mods mussten leider weichen. Tut mir leid, wir spielen fast Vanilla, was die Grafik und so einen Scheiß angeht, aber das ist mir eigentlich jetzt im Jahr 2023 wurscht. Hat auch den Grund, ich will lieber ein angenehmes Spielen haben, als wie immer dumm scheißen und den ganzen Quark nur einmal durchmachen, dass das Spiel nicht geht. Jetzt schaue ich nur gerade. Weißt du was? Ich habe mir Folgendes überlegt. In den kommenden Episoden, so wieder zum Einkommen mit Moderieren und hin und her und bla bla bla, wir werden uns Spektakel Island vornehmen. Genau, wie du siehst, unser Charakter, der ist eh schon dauergeil drauf. Und wir werden jetzt einfach mal rüberschwimmen. Und dann zeige ich dir das nächste. Mal schauen, ob es funktioniert. Hahaha, ich habe mir was einfallen lassen. Aber, jetzt mal Preston. So da. Ja. Weil während ich hier nun aufnehme, kann ich da ein bisschen was erzählen. Was es so generell getan hat. Ich habe einige neue Projekte vor. Ein bisschen was ist schon aufgenommen. Diese Woche, vorgestern, sollte eigentlich die erste Episode von Generation Zero gekommen sein. Ich weiß, ich plane aus der Vergangenheit in die Zukunft. Na Mädel, jetzt schwimmen, sonst hast du Heideln zwischen Twiers. Ihr soll's. Na komm. Jawohl. Jawohl, Mädel. Du bist die zweitbeste von die 7, 8 besten. Spektakel Island. Ist das, was ich glaube? Ich hoffe das es. Commonwealth ist deutlich größer, als ich dachte. Ja, du musst in größeren Bahnen denken, Preston. Was wollt ihr euch noch erzählen? Oder von was habe ich gerade angefangen?
Genau. Wenn das nun gelingt, oder wenn das nun funktioniert, was ich vorhatte, ich Es glaube... ist hier eigenartig ruhig. Sei froh, oder? Ich glaube, ja, das funktioniert sehr gut. Ich habe eine Mod installiert. Eins vorweg, wenn dieser nicht funktioniert, hau es wieder aus, gell? Ja, dauert ein bisschen. Ich habe eine Mod installiert. Hund plus Automatron plus menschlichen Begleiter. Also wir haben jetzt da in Preston dabei und den Hund. Genau. Hunde werten in jedes Spiel auf. Genau. Wo bin ich stehen geblieben? Jetzt habe ich wieder vergessen. Weiß ich nicht mehr. Wir werden jetzt mal ein Rad abnehmen. Dass wir gleich das Rad abhaben. Warte mal ganz kurz. Was haben wir denn? Kleidung, Hilfsmittel, Rad dabei. Genau. Wie du siehst, hier hat sich auch etwas getan. Ich habe ziemlich viel verkauft. Hin und her, bla bla bla. Ich habe die Werkbänke x-mal ausgekramt. Hab gekocht wie ein Blödstritzi und... Warte mal. Wie funktioniert denn das jetzt da? Warte mal. Q sind die Favoriten. Genau, die tun wir mal auf 3. Die Köterkeulen tun wir auf 4. Red Scorpion Steak. Du sollst das nicht fressen. Mei, keine 3 Minuten im Spiel und das Mädel tratscht über ihren eigenen Film. Dir sag es. Naja, wir wissen ja, wie unser Gartenzwerg benannt ist. Ne? Wenn es mir einfällt, was ich sagen wollte, sag es da. Genau. Ah ja, wegen die Projekte, was noch folgen. Da bitte, der Hund ist auch wieder dabei. Und der Preston. Genau. Und zwar... ich habe einige Projekte vorbereitet. Wie sie kommen werden, weiß ich noch nicht. Ich nehme mir die Zeit und für den 3. Slot weiß ich noch nicht, was ich mache, wie ich das mache. Es wird viel Neues kommen. Vieles, was ich schon mal angefangen habe, aber nicht fertig gemacht habe. Es ist ziemlich viel Umfangreiches dabei. Naja. Und... ich muss erst wieder reinkommen in den ganzen Quagel. Ja. Kleinere Indie-Spiele werden kommen. Habe aber, glaube ich, eh schon alles erzählt. Und wie gesagt, ich habe versucht, Abwechslung zu bringen. Ja. Und warum zuerst Alpine Unrest kommt, das kann ich da auch erzählen. Ich habe Resistance Update, wo man dann ab den Berg da oben die Basis aufbauen kann. Das habe ich nämlich als erstes genommen, vor allen anderen. Beziehungsweise das kommt später, weil ich zuerst die Geschichte durchmachen will. Und dann siehst du, das dauert knapp bei 1,5 Stunden in 2 Teilen. Der Weg zur Basis, zum Basisaufbau und dann die Basisverteidigung habe ich, glaube ich, vor, einmal auf normal und einmal auf schwer. Und für normal müsste das auf ein Café Spezial schon gekommen sein. Da wirst du dann gesehen haben, warum ich mich in vielen Dingen anders entschieden habe. Genau. Ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, ich habe jetzt eine Zeit lang und auch jetzt da, während ich da den Schwachsinn einsprich, ich habe so irre Bock auf dieses Aufwand-Café-Format. Hätte ich mir nicht gedacht, dass mir das immer so Spaß macht. Warte mal. Jupidu! Mit Gummischuh! Da war Zweiter. Da. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Der Meier. Der Herr Meier, der Lurch. Gut, was haben wir da drinnen? Nix. Mehr wie ich gedacht habe. Sollte mir im Laufe
dieser Episode Mal noch. sehen, wie dein Panzer damit klarkommt. Checken wir, ob das alle waren. Ja. Ja, was denn, Hundi? Nein, ich mag ihn Dog mit. Mag ich. Geeignete Stuhlprobe. Genau. Ja, und ich werde auch zukünftig schauen. Psa! Dass, bevor ich was aufnehme, dass die Qualität genau so passt, wie ich es haben will. Ich bin ja da eh dezent. Ich brauche keine 4K, 8K, ja was weiß ich, das brauche ich alles nicht. Gut, ich habe Ports of Coal gespielt noch auf dem Amiga 500. Ja, das war ein Pixelbrei. Hey, das hätte ich sogar am PC, das hätte ich sogar über Steam runtergeladen. Ja, vielleicht schauen wir uns das zukünftig auch mal an. Und dann gibt es so einen komischen Nachfolger, also ein kleines Indie-Spiel, Train Shipping Company oder wie das heißt. Werden wir uns auch sicher mal anschauen. Geben tut's genug. Und für Abwechslung ist gesorgt. Wir nehmen einfach Papas Untergatte, genau. Also das Unterhöschen von Papa. Warte mal kurz, was ist da? Nix. Wir haben ein Level Up, genau, das habe ich vergessen. Ich muss erst wieder reinkommen. Ja. Also wie gesagt, ich hatte genug zu tun in der Zwischenzeit. Und die haben mir immens viel Zeit lassen für die ganzen Sachen, was du da jetzt siehst. Lokaler Anführer irgendwo. Dein Begleiter. Ja, aber das ist jetzt. Na, das. Na. Da gibt's noch einen Einschüchtern. Na. Tierfreund, nö. Kampfhund, nö. Hat's da nicht irgendwo einmal so einen komischen Link oder so einen komischen Perk gegeben, dass deine Begleiter die nicht verletzen können? Wo ist denn der Scheiß? Bevor ich da gleich Haare schwer. Kenne die Schwachpunkte, blablabla, das braucht man nicht. Bleimagen, den habe ich selber. Furzen muss ich alle Tag. Schadensresistenz, Bleimagen und was haben wir da? Lebensspender. Natürlich, es wird sich so vom Aufbau bei den Videos und so eh nicht viel ändern. Die Schnauzen wird die gleiche bleiben. Und dann sind wir alle miteinander wieder glücklich. Genau. Ab durch die Mitte zu deiner Tüte. Aus! Drecksau. Sagt man nicht. Flinke Finger. Inspirierend. Na, das ist nicht das, oder doch? Kannibale, Scharfschütze, Konzentration, der Prügler. Ja, das ist jetzt eine Art wie Dokumentation. Ne? Wir suchen uns da durch, was wir brauchen, und den Rest ersparen wir uns. Warte mal kurz. Was? Wir werden das Glück erhöhen. Genau, wir haben Zeit. Genau. Wir werden jetzt da in den nächsten Episoden da ein bisschen Spektakel Island ein bisschen was aufbauen und danach schauen wir weiter. Wir haben ja genug noch an Missionen etc., was wir machen können. Die ganze Insel können wir noch entdecken, beziehungsweise das ganze Commonwealth werden wir noch auf dem Socken hauen. Ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Schauergeschichten über das Institut glauben soll. Hört sich für mich vor allem nach Paranoia an. Ach, Preston, du bist ein Dumpfdödel. Nur weil man etwas nicht sieht, heißt es noch lange nicht, dass es nicht da ist. Und irgendwas mit Paranoia zu erklären, ist immer der leichteste Weg. Genau. Was haben wir da? Nix. Ne, da. Campkisten. Aha.
Wir werden uns jetzt künstlerisch verausgaben. Oder, ja, so in der Art. Wie schön. So. Jetzt sage ich da was. Mädel, steck mal die Waffen weg. Danke dir. Du darfst jetzt erraten, was das für ein Szenario ist. Das nenne ich erzieherische Maßnahmen. Mhm. Ich würde sagen, das war die Mama. Das war der Sohn oder der Gatte. Und die Mama hat nichts anderes gewusst, wie sie die Campkisten gesehen hat, in Tattinger übers Knie legen oder ins Sonnemann und mit dem Schneidbrettel hinten auf den Arsch klopfen. Madame, das hast du gut gemacht. Dir sag es. Ja, was den Hund, hä? Ah, so eine Wütsau, die alte Mama. Hörst du, Alter? Red nicht so ein Scheiß. Mal wurscht. Oder wie nannte es ein steirischer Kabarettist, der Alf Beuer, den ich so gern mag? Je mehr, so viel Blödsinn musst du mal labern können. Wenn mir das genauer einfällt, sage ich das. Fällt mir jetzt nicht ein. Ist aber relativ in Ordnung. Warte mal kurz, was haben wir da? Achte darauf, dass du die Kabel zum Generator alle richtig Achte darauf, dass die Kabel zum Generator richtig angeschlossen sind. Wir können keinen weiteren Generatorausfall durch einen Kurzschluss gebrauchen. Der Generator muss eingeschaltet sein, bevor das Signal aktiviert wird. Kleiner Tipp, ich würde empfehlen, beim Umlegen des Generatorschalters nicht im Wasser zu stehen. Drittens, das Signal wird wiedergegeben, wenn, tja, du wirst es mitbekommen. Sobald das Feedback aufhört, klingt es, als käme nichts aus den Lautsprechern. Es kommt was, aber nur die Mirelurks können es hören. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Jetzt haben wir es benannt. Baby. Kann nur sein, dass wir dann umspringen müssen, Richtung Burg oder sonst irgendwo hin und uns an Begleiter oder an Siedler holen müssen. Bam, 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 bam. Irgendwas Nützliches? Nein. Selbst für unserem Charakter der stinkende Schweizer Käsefuß ist nicht so nützlich in manchen Situationen. Wir können ja was braten. Wir können ja was braten. Ah, der Hund. Ich mag ihn. Aber es ist eigentlich echt geil, oder? Oder gaudig, wie Bethesda diesen Hund übermenschlicht oder verüberausgabt. Ein Hund, der mehr aushält. Nehmen wir mit. Trauen wir auf. Aufgepasst! Der Schuss muss sitzen! Ja, dann du, Preston, du alte... Du alter Rüsselschleimer, du. War ja klar, das will ich alles machen. Wow. Wir sind überlevelt. Wo ist denn der jetzt? Preston? Ja, da ist der Hund. Wo ist der Preston? Ich würde sagen, der Preston hat eine in seinen Stuhlgang gekriegt. Ja, genau, da ist er. Hehehe. Gut. Na, wie gesagt, ich hab müssen in diesem komischen Spezial ein bisschen über das Video reden zu Generation Zero und bin dabei draufgekommen, dass ich eigentlich ein Mensch bin. Perfekt. Dein Glück wurde dauerhaft um 10% erhöht. Cool. Oder um 1 erhöht, so. Und bin während dem Schneiden vor den Video oder zu den Arbeiten, sag jetzt einmal zum Story-Video, bin ich eigentlich dahinter gekommen, dass du mich mit diesen, ich hab mir meine Gedanken gemacht und ich hab mir auch viel andere Videos angeschaut auf YouTube, was so diesen neuwertigen, schnellen Schnitt haben. Ne? Ich hab dazu, glaube ich, schon mal in einer Fallout-Episode, habe ich mir schon mal drüber lustig gemacht. Es ist nicht meins.
nö, mir ist es, Schneiden einfach, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dort jetzt mal, einen Schnitt setzen und, Der na, stählernen Bruderschaft geht man am besten aus dem Weg. falsch, mein Sohn, mit der legt man sich an. Warte, da draußen ist was. Naja. Und was soll das sein, Preston? Ha? Du alter Zigeuner? Hm? Achso, sorry, das sagt mir heute nicht mehr. Entschuldigung. Oh Gott. Plattfuß in Mexiko. Oh. Verdammt! Oh. Bin schwer verwundet. Über den Preston will ich nichts mehr sagen. Wie kann ich es wagen? So, Baby, komm her da. Gut, wir werden uns jetzt einmal dieser komischen Dingenskirchen da Sag mal, bin ich jetzt schon komplett verblödet? Wie ist denn der Baumodus aktivieren gegangen? Na. Puh. Na. Na. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Baumodus aktivieren gegangen ist. Naja. Wir werden es noch rausfinden. Ach so, ich muss erst die Dings aktivieren, die Werkstatt. Jetzt würde ich schon Werkzeugkisten sagen. Na gut. Wenn du meinen tust, mein Sohn, dann lass deinen Gefühlen freien Lauf. Ach so ein Scheiß. Batsch. Ein Meierlurk-Jäger. Hat der da keine Augen, oder? Jetzt muss der erst nachladen. Kurzer Blick. Unser Dörfkindchen muss erst ein bisschen... Warum kann ich den noch nicht verwenden? Wir werden müssen einmal eine Zeit lang auf ein anderes Dings umsteigen. Ah, ich bin ein Trottel. Ich muss ja den komischen Schalter umlegen, damit der Scheiß nicht funktioniert. Wir werden müssen eine Zeit lang jetzt einmal die gemoddeten Waffen, die mir der Nuka empfohlen hat, einmal Zeit auf Seiten legen, weil wir nicht fast keine Munition mehr haben dafür. Oh. Genau so, Mädchen, nicht anders. Zukünftig bitte, Mädchen, nur mehr so. Preston, ich mach mir jeden Tag Sorge bei dir, mit dir. Weil die Minutemen die einzige Gesellschaft sind, in diesem schönen Commonwealth, was du anschließen kannst. Alle anderen drei sind von Ideologien durchzogen wie Schwein. Ich werde, wenn wir ins Institut kommen, werde ich auch das begründen.
Nur kein Bestimmt Stress! deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Junge, du bist auch Schrott, aber ich sag das nicht. Es gibt ein simples Argument. Fürs Nicht-Behagen, wenn ich ins Institut gehe. Genau. Man, sind die Minutemen auch nicht perfekt, gell? Siehe ihm. Ah, jetzt da. Ja, sehr schön. Aha! Schurkenpark, hab jetzt. Okay, das habe ich auch noch. Aber wie gesagt, ich werde alles begründen. Warte. Draußen ist was. Und was, Preston? Hm? Bei dir würde selbst Sigi Freud davonlaufen. Mhm. Weißt du was? Das lassen wir. Kann man da? Jawohl, den Push-Up kann man wegtun, den Push-Up BH. Den musst du wegtun. Mhm. Somit wird dann jedes Geheimnis gelüftet. So. Ja, wir werden uns da jetzt ein bisschen Zeit lassen. Genau. Bis ich dann weiß, wie wir weiterverfahren. Ich meine, ich habe zwar Ideen, was man weitermachen könnte. Aber es dauert halt also ein bisschen jetzt, weil ich muss dann ein bisschen reinkommen wieder. Da hab ich schon Millionen von Jahren nichts mehr aufgenommen. So, den Buschen da mal auch weg, genau. Busch auf Busch, okay. Down. Down hat er gesagt, nehmen wir das weg. Down hat er gesagt, hat er das nicht. Drum. Was ist ein Preston, hm? Und so ist nicht mal Paranoia, aber man glaubt, es ist irgendwo was. Genau. Einmal dies und einmal das. Einmal dies und einmal was. Ich glaub, dem Preston. Ich glaub, Als hätten wir sie vertrieben. dem Preston läuft sein Gehirn gerade amok. Zick! Weg. Einmal Klick, ist alles weg. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ja, dann bitte. Du darfst dich gern. Na, sehr gut. Wenn der Preston das erledigt, bin ich schon zufrieden. Im Übrigen, Weißt du was? was ihr nicht mitgekriegt habt, ich habe jetzt schon 2 Gespräche mit Preston hinter, zwecks diesen Begleiterflirten und so, was du weißt ja, wie das ist in Fallout 4, ne? Ich sage jetzt einmal, Fallout 4, das programmierte Laufhaus, genau. Also jeder mit jedem und ja, du weißt ja, wie es ist, ne? Aber eigentlich, Frage. Ich meine, das ist jetzt da ein dummer Gag. Wenn du jetzt als Spieler, wurscht ob du jetzt Mandel bist oder Weiberl, ne? Oder eben das dritte davon, bist du dann prinzipiell ja eine gleichberechtigte Schlampe in dem Spiel, oder? Sagen wir sie ehrlich. Weil du hast 16 Begleiter und mit alle 16, wenn du schlafen gehst, liegst mit alle 16 im Bett. Ich stelle mir das gerade vor, wie so ein überdimensioniertes Sandwich. Und du in der Mitte drinnen. Ich meine, ja, ich schweife schon wieder an, meine Fantasie geht schon wieder mit mir durch. Was ich natürlich nicht wollte. So, da, schau. Erstes hat er gut gemacht. Der weiß, wie man Knöpfel drückt. So. Ja. Wieso deppert? Da könnte man aber lang um und umdrucken.
Ziel auf ihr Gesicht. Kannst du machen, Alter. Mal schauen, zu was du fähig bist. Toll, Preston, du hast Erde erschossen. Mein Gott, na. Gott, oh Gott, der Bur macht mich fertig. Ja, das ist ja wirklich... Preston Garvey, jawohl, eine fast ausgestorbene Spezies. Jetzt haben wir Misch verschrottet. Das könnte man so lassen. Genau, und da drum und um bauen wir halt die Basis auf, sagen wir jetzt einmal so, oder die Insel. Wir werden die Insel erweitern, das Commonwealth befriedigen und mehr Platz für die Spezies Mensch schaffen. Mhm. Die Spezies Mensch. Mhm. Das ist ja wirklich... Es ist ja wirklich... Die Spezies Mensch. Allerdings muss man darf nicht immer alles so eng sehen. Ne? Ist enge Sehen, das ist ungefähr, das kannst du ungefähr vergleichen, als wie, weiß ich nicht, du musst aufs Häusl laufen und es drückt der Schuh. Ne? Also, du weißt doch, was ich aussehen will. Ne? Was soll ich das sagen? Ja, gibt's was Intelligenteres wie ein Menschen? Nö. Haha. So, wir müssen kurz einmal zu einer von den ganzen Siedlungsdinge. Jo. Bei der Finch Farm, da haben wir genug. Da haben wir genug Menschen, die arbeiten wollen. Genau. Kalter Kaffee. Kalter Kaffee macht schön. Aber es wird dann auch zu kitschig, wenn du zu schön bist. Ja. Genau. Ich weiß, es dauert und dauert, aber ich will nicht immer Schnitt setzen. Ich hab das, glaube 2 oder... Man, oder? Gute Arbeit. Mach weiter so, okay? Wir brauchen mehr Leute wie dich. Ja klar, ich der Fackeln und er der Trottel tut nix, ne? Naja. Nö. Der ist zugewiesen. Der hat keinen Haken. Ja. Darfst schwimmen gehen. Sehr gut. In der nächsten Aufnahme werden wir natürlich den gewissen Touch der politischen Korrektheit weiter aufrechterhalten. Gell? Wir werden dieses Let's Play so weiterentwickeln, damit es davor kommt, du schaust wie beim ORF alle Scheint Tag wirklich was zu werden. die 300 Milliardste Wiederholung von The Big Bang Theory und How I Met Your Mother. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Genau. Und ich hoffe, wir kommen auch 2023 gut durch dieses Spiel. Wow, Mädchen, ich bin so richtig stolz auf dich. Du bist es so Auf den Weg. richtig geil. Natürlich, Preston, was hast du glaubt, hä? Ah Gott, der Preston macht mich fertig. Wirklich, also, na. Es ist ja wirklich... mein manifestierter Albtraum. Gut, wir reisen jetzt aber trotzdem nochmal zurück nach Spectacular Island. Und schauen nochmal, ob wir jetzt das Glück haben, dass wir da vielleicht ein Ding setzen können. An so einen komischen Rekrutierungs-irgendwas, Funkmasten, Scheißdreck, was war's der Geier. Ich habe das alles schon wieder vergessen. Es ist ja, es ist ja, ich glaube Monate her, wo ich das letzte Mal wirklich intensivst Fallout 4 aufgenommen habe.
Hier wird es verdammt schwer, sich an was anzuschleichen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung, Preston. Man muss sich eben etwas weiterentwickeln, mein Sohn. Und wer das nicht schafft, ist selber schuld. Gut. So. Jetzt schauen wir mal, was da gibt, gell? Mei, das hat... Weißt, ich hab da 2 Mods drinnen gehabt. Ein Wettermod und ein so eine komische, übersetzt heißt sie, gesunderes Commonwealth. Wo noch ein bisschen grün dabei war. Hätte so geil ausgeschaut. Aber leider habe ich sie dann aus Gründen, weil sie die Mods mit irgendwas bissen haben, habe ich es dann wieder entfernt. Vielleicht schaffe ich es, dass ich wenigstens eine davon noch mit einbringe. Dann hätte man nämlich ein bisschen, ja, dann war das alles ein bisschen anders. Genau, da war das alles jetzt so trostlos. Immer. Der Himmel schaut ja sowas von geil aus. Mhm. Man gut, unserem Charakter schaut's ein bisschen. Unserem Charakter schaut es ein bisschen. Die spürt schon nämlich die Fugen vor. Die Spätfugen. Ja. Unser Sonnenbrand Medusa. Das ist wieder Millimeterarbeit. Ja, ducken kannst du nicht, nix kannst du machen. So. Ja. Ja, das schaut schon penetriert aus. Jetzt schauen wir, dass wir da ein bisschen so gerade umkommen. Den Preston und den Hund haben wir dabei. Und ich hoffe, wir haben weitere 110 Episoden Spaß dran mit den Scheiß. So. Darf ich ehrlich sein? Dabei waren wir nicht einmal ein Verhaber. Oder im Institut. Naja. So, jetzt schauen wir mal da in die Wände. Wir haben ja da bei die... Eigentlich habe ich gesagt, ich möchte das jetzt beenden, gell? Naja. So viel zu dem Thema. Und da haben wir jetzt da einen Schaß benannt. Dann werden wir den Schaß einfach ausbügeln, ausbaden, aus irgendwas halt. Du sollst dort einhakeln, da. Erst, ich sag das. Na, perfekt. Erst schaut er das an. Warte mal. So. Ab und zu kommt mir vor, da beißt das eine das andere. Ja. Holz haben wir da noch genug. Zum Bauen hätten wir noch genug.